Ich möchte mit euch zusammen so einen Tag machen, wo man irgendwas so reinstecken kann. Das in unserem Halloween Journal. Ich habe hier schon mal eins gemacht mit einem grossen runden Kreis. Hier habe ich noch ein paar mehr und ein bisschen Deko. Und dann soll es doch schon mal losgehen. Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Zuerst möchte ich euch noch schnell zeigen, bevor wir loslegen, was sich noch verändert hat in meinem Journal. Und zwar zum ersten einmal der wunderschöne Fleck. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich müsse so mein Journal in ein Stempelküsschen aufmachen. Ja, genau. Jetzt sieht es so aus. Was wir nicht mitmachen, weiss ich gerade noch nicht so genau. Im Moment bleibt es einfach mal ein bisschen so. Ja, dann habe ich da noch die Tabs reingeklebt. Das ist einfach so eine Die-Cut, die ich aus der Sizzix ausgestanzt habe. Mit irgendeinem müsterlichen Papier, wie ich die hier habe. Alle ein bisschen gruselig, halloweenig. So, und dann. Was habe ich noch gemacht? In jeder Signatur, oder nein, in 4 von 5, habe ich da so ein also ein Täschchen oder ein Tag oder irgendwas, wo man so irgendwas reinstecken kann in dieser Form. Und jetzt möchten wir doch mit diesen Formen noch irgendetwas machen in dieser Art. Also würde ich sagen, Achtung, fertig, los. Hier haben wir noch so eine wunderbare leere Seite. Dann haben wir auch hier einmal so ein rundes und so ein bisschen Gase habe ich da und da ist noch so ein Stöffchen, das eingefärbt, irgendwie habe ich mir das vorgestellt, vielleicht, hat es da irgendwie richtig? Weiß auch nicht, ich glaube so am ehesten noch. Oder so. Und vielleicht auch so. Ich weiß nicht. Das ist ja da wieder so ein Baum. Oder so sogar. So vielleicht. Oh, das sieht nicht schlecht aus. So. Und so. Da sieht es ein bisschen aus wie ein Mond, der irgendwie so hinter einer Wolke vorkommt. Das finde ich jetzt eigentlich noch ganz schön. So. Ja, ich glaube, das probieren wir mal so reinzukleben. Das Runde habe ich schon ein bisschen geinkt rundherum. Dann flümeln wir doch mal da das Stöffchen rein. Tak, tak, tak. So. Das wird ja nicht bewegt. Dann kann das einfach so rein. So. Und, was habe ich jetzt gesagt? So habe ich es wählen, gell? Vielleicht ein bisschen so. Und dann tue ich das, glaube ich, nur oben ankleben. Ja, super. Es kommt ja noch das andere Stöffchen drüber rein, dann macht es nichts, wenn ein bisschen klein geschmiert ist. Da. So, und das kommt doch einfach so. Mal schauen, ob das da irgendwie gut kommt und gut hebt. Super, schön da drauf geschmiert. He? So. Doch hier das Zipfel runter haben. Oder so.
mal irgendwie so. So, komm, das kleben wir auch noch an, der bleibt an Ort und Stelle. So. Easy und einfach. So, ja, genau, so haben es dann. Mehr oder weniger. Oi, im Hintergrund tönt es wieder sehr Halloweenig mit schnarchenden Hunden. So. Habe ich jetzt hier. Nein, da ist noch nichts so drin. Da kann man noch eins drin tun. Da würde ich das eigentlich noch ganz gut finden. Aber für das ist mir natürlich die Seite hier ein bisschen zu weiss. Das bedeutet, ich nehme jetzt hier mal das Walnutsstein und bearbeite das mal ein bisschen da. Oh, ja, bravo. Gibt es da schöne Flecken. Ich kann das natürlich auch mit so einem Bürstchen machen. Das ist uns einmal mal abgebrochen. Super. Aber hey, es funktioniert so ja immer noch. So, ja, da liegt jetzt natürlich jede Menge irgendwelches Zeugs drunter. Dann gibt es sowieso so Flecken. Aber das finde ich eigentlich noch ganz okay. Und das macht mir jetzt auch gerade nichts, wenn das so ein bisschen auf die andere Seite überkommt. Das fällt nicht so auf. Und sonst kann man einfach etwas drunter legen, wenn man das nicht haben will. So. Aber ups. Das ist jetzt also noch nicht ganz fertig. He? Ich habe da noch so kleine Schablönen. Und da mache ich mir jetzt einfach so ein ganzes Pilzmuster draus. So, dann haben wir noch schwarz. Und was haben wir noch? Da so etwas in dieser Art. Genau, einfach wild drüber rein. Oh, ein bisschen verrutscht. So, das finde ich eigentlich noch so ganz okay. Und jetzt haben wir gesagt, haben wir schon etwas gesagt? Nein, wir haben noch gar nichts gesagt. Das ist ein bisschen zu dunkel, finde ich jetzt gerade. Das gäbe es so ein Bellyband, aber das passt mir jetzt gerade nicht so. Aber die Türen. Doch, ich glaube die Türen. Die finde ich jetzt noch gut. Das Tor in die andere Dimension ist doch das, oder? Und dann hätten wir noch ein bisschen
Ruffle. So. Oder soll ich das lieber so am Rand tun? Ja, ich glaube, das würde zum Rand noch recht gut aussehen. Und, was ist da los? Oben und unten. Genau, wir machen gerade oben und unten. Und so, aber es ist immer noch ein bisschen Blut. Irgendwie ist es noch ein bisschen Blut, finde ich. So. So. Und es fehlt das gewisse Etwas, findest du nicht? Das ist noch wieder too much. Obwohl das noch ein cooles wäre. Oh, Herrgott. So, ist das... Das passt mir irgendwie auch nicht. Oder schon? So. Vielleicht wäre es so gar nicht mal so schlecht. Ziemlich überladen. Nein. Eigentlich finde ich das gut. Nicht eigentlich. Man soll ja nicht immer eigentlich sagen. He? Man soll sich ja entscheiden. Also, ich finde das gut. Dann tun wir noch das schön an. Limen. So. Gut. Und jetzt das. Weißt du was? Da, der Rändchen. Wenn wir da schon so nah am Rändchen sind. So. Ui. Genau. Oh. Genau. Ich muss da noch das Gefetzelzeug wegmachen. Und dann habe ich das ja noch ein bisschen mit braunem Ink. Das Rändchen. Einfach das Rändchen, oder? So. So, und komm. So. So. Ein bisschen da noch drauf. Und so. Genau. Und jetzt
Oh, aber weißt du was denn? Wenn wir das so weit übernehmen? Das war jetzt wieder schlau, hä? Dann müssen wir das halt so weit übernehmen. So. So, sonst kann ich ja fast nichts mehr drin tun. So, aber so, Mama. Oder wir könnten nachher noch ein Ruffle so drüber rein. Oh, ich glaube, das würde mir noch gefallen. Wegen dem Türrahmen oder so. So. So, schon wieder die Ausrichtung vergessen. So. Oh Mann. Das ist schwierig, hey. Sich das zu merken. So, da sieht man nämlich auch ein bisschen mehr von dem Vögel-Flatter-Viech. Bild-Dingsbums. Voilà. Und jetzt das so. So. Voilà. Und da. Das hier drüber. Ist es zu viel des Guten? Ja, wahrscheinlich. Ist mir das egal? Ja, ziemlich. So. Prima. So, und dann kann man da irgendetwas Hübsches reintacken. Gefällt mir, bin ich zufrieden. Ja, vielleicht, wenn es dann getrocknet ist, tue ich dann vielleicht hier noch ein bisschen inken. Dass das nicht ganz so... Ja, aber so finde ich es jetzt eigentlich bis jetzt noch recht cool. So, jetzt ist in dieser Signatur das da. Und dann habe ich jetzt wieder eine übersprungen. Genau. Fällt ja. Jetzt der zweite noch eins. Wie wäre das? Hier. Das fände ich jetzt aber hübsch. Und, weil das hinten so wild ist und auch da oben, könnte man das so lassen. Einfach nur so, ganz schlicht und einfach. Und wir machen das einfach so als Bellyband für irgendetwas Schmales. Vielleicht für ein Buchzeichen, das wir dann noch machen. So, ja. So, das ist cool. Oder wir können natürlich unten noch ein Ruffle. Ach komm, das machen wir doch. Ja, schlicht und einfach. Ist gut. Ist ja gut. Ja, das ist ja nur einfach ein Rändchen.
Und weil das ja auf der anderen Seite vorne schaut, ein bisschen, inken wir das auf dieser Seite auch noch. Gerade ein bisschen. So. So. Voilà, sehr hübsch. Doch, das gefällt mir. Und auf dieser Seite habe ich hier zusammengeklebt. Dann haben wir hier ein schönes Täschchen. Und hier das schöne Bellybändchen. Super, jetzt haben wir das Ganze noch in Hochformat. Und zwar für in der letzten Signatur. Wo könnte das noch reinpassen? Da haben wir schon ein hochformatiges Bellyband. Nein. Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Da auf so einer kleinen Seite. So. Und für noch mit ein bisschen dieser da. Oh ja, schau mal. Die Seite dann etwas ganz runterkommt, könnten wir doch einfach die Seite verlängern. Mit dem. Oh. Ja, wieso nicht? Mal schauen, wie das rauskommt. So. So. Und wie wäre es, wenn wir auch noch wieder ein schwarzes Blümchen drauf stempeln oder schablonieren? Das funktioniert tatsächlich. Oh, guck mal, sehr genial. Also, probieren, geht über Studieren. Einfach mal reinkleben. So, upsla. Genau. Cool. So. Jetzt zum Verstärken könnte man ja noch ausprobieren, wie das aussieht. Dass man da so eins machen bis runter. Also natürlich so. Nein, Wo ist oben und unten? Ich habe doch keine Ahnung. So, hä? Ja. Machen wir doch. Einfach machen. Und ja, ihr habt es sicher gemerkt. Ich habe hier schwarz und braun und ich gehe mit dem gleichen Teil immer gerade in das rein, wo ich das Gefühl habe, kann ich jetzt gerade besser brauchen. Und ja. Es mischt sich dann halt so ein bisschen. Aber das finde ich okay beim
gibt mir ein kleines dunkleres Braun. Salig, genau so. Möchten wir es haben. Schöner Rand. Und da auch. Zack. Oh hey. Das finde ich jetzt aber eine geniale Idee gewesen. Mit dem Stöffli. Aha, schau mal. Oh, cool. Zack, zack. So. Und jetzt kommt natürlich noch das da drauf. So. So, das gefällt mir doch jetzt. Hey, cool. Das ist eine geniale Seite. An der habe ich jetzt gerade extrem Freude, dass das mit dem Stöffli so gut rauskommt. Und das mit dem Ruffle und der Baum passt, finde ich extrem gut hier auf die Seiten über. So, hey, das sind alle unsere Sachen gewesen. Ja, als ich hier ausgestanzt habe, haben wir jetzt wunderbar können hier drin bringen. Und hey, wenn ich hier mein Gürtchen umbinde, sind wir am Anfang mit dem letzten Loch gewesen. Und jetzt würde ich sagen, ja, man könnte es immer noch, aber man kann sogar jetzt schon ins zweite Loch. Moment, da fehlt doch etwas. Da ist etwas abgefallen. Das da kommt dann noch dran. So. Moment, alles leicht chaotisch. So, es muss natürlich schon stimmen. So, so. Genau. Und das zweitletzte Loch. Jawohl, jetzt kommt es gut. Prima. Ja, schon noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Es ist noch ein bisschen Look. Aber hey, keine Sorge. Es kommen noch ein paar Sachen rein. Und wenn ihr schauen wollt, was alles noch reinkommt, dann würde mich das mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heisst, schön sind ihr da, bei Handgelenk mal Pi. Ich bin dann. Tschüss.